Es läuft. So. So, es läuft. Angie, Ja, Schatz. wir... Oh, Ein Geräusch? Ich glaube, das ist ein Geräusch bei dir. nein. Mein Geräusch wird sich... Ich habe das Mündchen drin. Mhm. Mir ist eigentlich immer das Mündchen. Eine Frau. Deine Frau? Schreib mir mal. Ach, das kommt auch über den Automaten da. Hm? Alles gut. Warte mal, ich sitze ja ganz wenig auf diesem Platz. Wie verstellt man das denn hier? Also du kannst auch gerne an deinen... Aber das ist dann einfach so ein bisschen weird, wenn wir miteinander schwätzen und ich dann immer da muss raufschauen. Ich kann es nicht. Egal. Whatever. So machen wir das doch. Ja. Angie, wir haben das zwar schon zweimal gemacht, Das ist so. aber du wolltest ja, dass beide Folgen, die wir aufgenommen haben, und das sind nur Audiofolgen gewesen. Nein, wir haben eine Videofolge auch aufgenommen, glaube ich. Stimmt. Ja. Eine Video, eine Audio, Ja. die wolltest du nicht. Die wolltest du nicht veröffentlichen. Nein. Mir ist nicht klar, warum. Also, worum es geht, ist, dass wir sind angesprochen worden, Ja. dass wir doch bitte auch mal erzählen sollen, wer wir sind. Genau. Warum wir das tun, was die Hintergründe sind Genau. und all sowas. So, und das machen wir jetzt. Mhm. Ich dachte, wir hätten das schon zweimal gemacht. Ja. Auch veröffentlichungswürdig. Okay. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ja, ja. Ja. Maybe. Also Okay. es ist nicht, dass wir heute etwas verheimlichen oder so, überhaupt nicht. Nein, aber das letzte Mal war... Nein. Also du kannst es auch nicht genau greifen und sowas ist mir ein Gefühl. Ja, irgendwie. Ja, okay. Du, vielleicht können wir das jetzt schon mal veröffentlichen. Ich fände das noch spannend, wenn wir so ein, ja, vielleicht so eben Radio Walchwil da anfangen oder so, wenn das dann mal sollte ein Thema Zum sein. 25-jährigen Jubiläum. Genau. Genau. Pass auf, jetzt lass uns doch mal wirklich, wirklich anfangen. Yes, my dear. Wie heißt du richtig, vollständig? Vollständig. Ja. Angela Grossenbacher. Da ist kein Mittelname. Ich habe keinen Mittelnamen, nein. Okay, gut. Mhm. Magst du dein Geburtsdatum sagen? Ja. 15.11.1989. Ja. Genau. Also Da habe ich Abitur gemacht. Ja, crazy. Ja. Wann bist denn du? Wann ist dein Geburtstag? 13.07.1967. Yes, baby. Ist ein fantastischer Jahrgang. Ein Löwe. So ein Blödsinn. Nein, du bist ein Krebsli. Stimmt. Ja. Ah. Genau. Ja. Bedeutet aber gar nichts. Egal. Ja, wir hatten das schon in der Folge Ja, mit Jasna, ja, haben wir schon genau. drüber gesprochen und sowas, ne, aber von mir aus. Genau. Und du bist geboren wo? Hey, Zug im Liebfrauhof Spital. Ah, Genau. ja. Bin ich auf die Welt gekommen. Per Kaiserschnitt. Das Ja. Mittwochbaby. Genau. Der Doktor Benninger, gemäss meiner Mutter, Hm. hat guten Umsatz machen. Damals ist Kaiserschnitt recht in die Mode gekommen. Und darum hat dann meine Mami sich dafür entschieden, Kaiserschnitt zu machen. Ja. Genau. Wunderbar, Völlig irrelevant. wunderbar. Aber ja. Mhm. Und dann seid ihr nach Walchwil gezogen und ihr seid immer in Walchwil gewesen. Hey, ja. Also ich bin hier in der Gerbi aufgewachsen. Also da, wo du mit deiner Family wohnst, bin ich nicht aufgewachsen, aber es ist das Elternhaus von meiner Mami. Ja. Wo sie mit 4 Geschwistern aufgewachsen sind. In der gleichen Wohnung. Genau. Und ich In der habe Wohnung, in der wir jetzt tatsächlich auch wohnen. in dieser Wohnung, wo Wir haben ich es jetzt ein bisschen wohne, ja. umgebaut. Ja, thank God. Aber ich mag mich schon noch erinnern. Es ist spannend, weil ich bin ja... wir haben zuerst im alten Gerbi-Haus gewohnt. Gerbi-Weg 1, zu Oberstoben. Dort, wo jetzt Rolli seine Mami drin wohnt, Ja. Iris. Dort bin ich aufgewachsen. An die Wohnung mag ich mich auch noch erinnern. Habe ich geliebt. Das war so eine coole Wohnung. Also als Kind war das irgendwie einfach spannend. Frag mich nicht wieso. Und ich mag mich noch erinnern, wo der Grossdaddy noch da gewohnt hat, wo wir jetzt sind. Und ich mag mich auch noch erinnern, wo er
Baupläne auf dem Tisch hatte. Er hat sein Büro dort gehabt, wo ihr jetzt euren Esstisch habt. Mhm. Das war sein Büro. Mhm. Gewesen. Mhm. Und ich mag mich noch erinnern, als ich bei meinem Büro gehockt bin und die Baupläne mit ihm angeschaut habe für die Vorkarlstrasse, wo wir jetzt wohnen. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Ja, vollherzig, ja. Hey, und du? Wo ich geboren bin. Oh, ich bin geboren Ja. in einem Liebhaberteil Deutschlands. Ich bin geboren in Unna in Nordrhein-Westfalen. Unnar. Unna. Ist das mit 2 N? Ja, und mit einem A. Kein R hinten. Unna. Nur Unna. Okay. Unna, genau. Ja. Unna ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von Dortmund. Mhm. Also Ruhrgebiet oder Ruhrpott. Mhm. Und mein Vater kam daher, meine Mutter kam aus Nürnberg. Mhm. Und dann ist meine Mutter nachgezogen. Also aus Nürnberg, aus der Großstadt, nach Kamenheren. Kamenheren oder wie es jetzt wieder heißt, Herrenwerve. Mhm. Eine Zechenstadt. Eine Zechenstadt? Nein, Stadt ist falsch. Stadt ist vollkommen falsch, ist ein Dorf. Okay. Ist so groß wie Walchwil ungefähr. Ja, okay. Und hat aber eine Zeche gehabt, die Glückauf-Zeche. Was Und ist Zeche? Zeche ist Ja. eine Kohlenmine. Ah, okay. Ja, Das ist eigentlich so, nicht gewusst. genau. Aber was ist das German? Zeche? Zeche. Eine Zeche? Ja, genau. So, das ist eine Zeche. Weißt du, was eine Zeche bei uns ist? Das ist eine Zecke. Eine Zeche? Ja. Nein. Nein, Zeche oder eine Zecke? Ja, Zeche ist genau. eine Fußzeche. Also wir Ja, haben Zeche genau. an die Zehe. Ja, die Zeche. Genau. Aber ja, wie gesagt, also ich bin in Unna geboren, im Mhm. Kreiskrankenhaus an einem Donnerstagnachmittag um 17 Uhr. Und Also 17:00 on Fleek. ich glaube 17:02 oder irgendwie Okay. sowas. Und dann sind wir aber Gott sei Dank sehr, sehr früh sind wir da weg Mhm. und sind nach Schleswig-Holstein gezogen. Mein Vater arbeitete damals in Hamburg und wir sind nach Schleswig-Holstein gezogen und in eine Kleinstadt Ahrensburg, so groß wie Zug, ich mag das schon mal erwähnt haben. Mhm. Und ich sehe mich also als Norddeutschen an. Ja. Weil, also manchmal rutscht mir noch was Ruhrgebietlerisches raus. Also so Sag mal, Dialekt. Kerr, da kannst du nicht machen. Na, das ist ja dieser Dialekt, ne? Aha, Das ist ja so ein bisschen, ne? Ja. Also wenn das Also ist so Otto Walkes ein bisschen. oder? ja, nein, um Gottes Willen, Otto Walkes ist Ostfriesland. Ostfriese. Okay. Ostfriesland, ja, ganz stimmt, genau. Ja. Wer ist denn das? Ich glaube, der Mario Barth beispielsweise oder Thorsten Sträter. ja, Thorsten ja. Sträter Ja, ist okay. Thorsten Sträter ist Dortmund. Okay. Ne, kommt von Dortmund weg und ist das ist in Dortmund ist so da sagen sie über Dortmund, sagen sie, als dann die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Bomberangriffe geflogen sind, Ja. sind sie über Dortmund geflogen und dann hat der Richtschütze sozusagen zu seinem Piloten gesagt, fahr weiter oder flieg weiter, hier waren wir schon. So ungefähr sieht das da aus. Also es ist Industrie, es ist im Prinzip sehr, sehr charmant, aber es hat ganz, ganz wenig städtebaulichen Charme. Mhm. Ne, das muss man so sagen. Und Mhm. Also hat in Hamburg für dich so städtebaulichen Charme? naja, natürlich. Das ist eine der schönsten Städte der Welt. Ja. Aber das liegt nicht nur am Städtebau. Also Hamburg ist ja Hamburg ist eine große Stadt. Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner, zweitgrößte Stadt Deutschlands und ist vor allen Dingen aber auch eine flächenmäßig große Stadt. Ja, okay. Hamburg ist nur 15 oder 20% kleiner als Berlin von der Fläche her, obwohl Berlin fast mehr als doppelt so groß ist von der Einwohnerzahl her. Ja. Und es ist wahnsinnig grün, wahnsinnig viel Wasser und es ist alles sehr großzügig angelegt. Das Ich bin noch nie in Hamburg gewesen. Ja, ich kann das empfehlen. Ja. Ich bin auch nur noch Muss ich selten vielleicht mal da. machen. Meine älteste Tochter fängt jetzt an, in Hamburg zu studieren. Mhm. Und ich kann es empfehlen. Also es ist eine Stadt, das ist Reise wert. Aber aufgewachsen bin ich in Schleswig-Holstein, wie gesagt, in einer Stadt, die Ahrensburg heißt. Ja. Hast du Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Okay. Ja, und
und das ist auch gut so. Das Meinst du, wärst kein guter grosser Bruder gewesen? Nein, das weiß ich nicht. Also ich hätte Oder ein großer kleine ein großer Bruder sein müssen, weil Ja. meine Eltern sehr jung waren, als sie mich bekommen Mhm. haben. Meine Mutter war 23, mein Vater war 22. Wow. Und so, das war jetzt so 1967 nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, aber Mhm. auch da waren sie schon eher auf Das der ist ja jüngeren jung. Seite. Das Ne? ist mega jung. Ja. So. Wahnsinnig. Und Was hat denn dein Vater geschafft? mein Vater war Industriekaufmann Mhm. und der hat gearbeitet, der hat gelernt. Ich weiß gar nicht, ob das die Menschen überhaupt interessiert und ich weiß gar nicht, warum ich das alles noch weiß. Mich nimmt das Wunder. Ich Mein weiß das ja auch nicht. Also, Vater by the way, sind hat auch Fragen, die gelernt- ich noch nicht. Hat gelernt, also pass auf, Folgendes. Da muss man so ein ganz klein bisschen ausholen und ich finde das wahnsinnig interessant. Also mein Vater, wie gesagt, mein Vater ist 1944 geboren Ja. und also letztes Kriegsjahr und das wird noch wichtig. Mhm. Und mein Vater ist geboren und mein Großvater wurde in dem Jahr deportiert. Ja. Mein Großvater hat Wo? 1912er Jahrgang, nee, Ja. nicht von, sondern nach. Okay. Komme ich Oh, gleich nach. drauf. Okay. 1912er Jahrgang und ist dann, wie es damals üblich war, mit 14 von der Schule, von der Volksschule, wie man sagte, und hat eine Schlosserlehre begonnen. Und diese Schlosserlehre hat er begonnen unter Tage. Das heißt also in der Kohlenmine. Hm. Zeche. Also der ist mit 14, ist er mit den anderen Kumpels, wie es heißt, Mhm. ne? Mit den anderen Bergleuten, ist er Ja. dann halt zum Förderkorb und ist dann 1000 Meter in den Berg gefahren. Mhm. Und da hat er seine Lehre gemacht. Als Schlosser. Ja. Und dann. Mit 14. Ja. Wahnsinn. Und dann hat er Zeit seines jugendlichen und jungen Erwachsenenlebens hat er als Bergmann, als Maschinensteiger in der Zeche gearbeitet, also Steinkohleabbau. Und wer das mal sich anschauen möchte, wie das ist, wenn irgendjemand mal nach Essen kommt. Essen ist eine sehr, sehr große Stadt im Ruhrgebiet. Essen ist wirklich sehr, sehr groß. Essen, das wissen wir, hat 1 Million Einwohner. Mhm. Und 1 Million, ja, ungefähr. Und dort gibt es eine Zeche, die man noch besuchen kann. Das ist die Zeche Zollverein. Die haben alle solche Namen gehabt. Okay. Das ist mal ein wunderschönes Gebäude. Also absoluter Traum. Es ist ein Industriemuseum. Und man kann dort tatsächlich auch noch unter Tage fahren. Und man kann die Arbeitsbedingungen der Zeche sich anschauen. Also wie war es, als die Zeche dann geschlossen hat und wie war es dann aber letztendlich dann halt 1920, 1930 und all das. Macht man sich keine Vorstellung von. Macht man sich wirklich über, also von dem Lärm, von der Hitze, also unter Tage sind dann einfach 35 Grad. Nein, und der Staub und alles. Mit allem, also, was dazugehört. Ja, so. Wahnsinn. Mein Großvater immer Sozialist, im besten Falle realistisch Kommunist gewesen. Und als dann 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland übernommen haben, hat mein Großvater Widerstand geleistet, aber nicht bewaffneten Widerstand, sondern mehr oder weniger zivilen Widerstand Okay. und war also sehr, sehr unbequem. Aber er hat in einer kriegswichtigen Industrie gearbeitet, Ja, in klar, einer Schlüsselrolle als Maschinensteiger und konnte deshalb mit einigen Sachen durchkommen, Hm. mit denen andere nicht durchgekommen wären. Wie hat dein Großvater geheißen? Josef, Ah, wie mein Großpapi. auch da eine Besonderheit. Sein Vater hieß Josef. Josef. Ja, Ja. genau. Ne? So, genau. Hm. Da haben wir ja Okay. auch, ein Josef, Beispiel in der Familie. Ah, Ne? ja, so, das ganz ist so. genau. Ne? Mit Franz. So, wir haben auch Josef. Ah ja, das haben wir auch, ja. Genau. Und Josef, die Kurz- oder Koseform von Josef im Ruhrgebiet ist Jupp. 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 Also Jupp Heynckes, Mhm. der frühere Fußballer und Fußballtrainer, Okay. heißt eigentlich Josef Heynckes. Okay. Also Jupp. Jupp. Jupp finde ich aber auch J-U-P-P. Jupp. So geil. Ich Ne? finde das So, echt noch also schön. Josef ist Jupp. Also Ja. der Vater meines Großvaters, also mein Urgroßvater, hieß Jupp. Ja. Und damit man die beiden auseinanderhalten konnte, hieß mein Großvater Jüppe. 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 Jüppe Biernat.
Jüppe Biernat. Jüppe Biernat, ganz genau. Okay. So, und das Ja. hieß er auch, bis er gestorben ist. Ja. Der war Jüppe. Ne? Jüppe. Auch, also, und bei allen war das. Ne? Also, Okay. so, pass auf. Find's lecker. Also, und dann irgendwann ist es dann aber letztendlich, dann wird es alles ein bisschen haarig am Ende des Zweiten Weltkriegs, und dann hat sich die Partei dann gedacht, naja, komm, also bevor der uns sabotiert, irgendwas deportieren wir ihn. Und dann ist er deportiert worden. Dann ist er also an die russische Grenze, in Konzentrationslager. Und also wurde alles zusammengeworfen, so, und Arbeitsdienst und mit allem, was dazu gehört. So, und da ist er dann abgehauen. Also während eines Arbeitsdienstes abgehauen und ist zu Fuß nach Hause. Ins Ruhrgebiet. Und das hat mehrere Monate gedauert. Und Ja, während er also nach Hause spaziert ist, hat der Krieg aufgehört. Okay. Und da ging es ja dann nochmal richtig los mit dem Gesamtchaos. Weil alles lag in Trümmern, Schutt, Asche, nichts hat mehr funktioniert. Sehr viele Soldaten abgeschnitten von ihren Familien, also auf allen Seiten. Und das waren mehrere Monate absoluten Höllenchaos. Ja. Und er ist zu Fuß nach Hause gelaufen und wusste nicht, wenn er zu Hause ankommt, was ist denn da? Lebt noch jemand? Ja. Wie sieht es da aus? So, und es lebten dann noch alle. Und meine Großmutter mit den 2 Söhnen, den kleinen Söhnen. Und dann ist Deutschland wieder aufgebaut worden. Und dann brauchten die Alliierten, das waren in Nordrhein-Westfalen, waren das die Engländer, brauchten dann jemanden, der hilft, das Land wieder mit aufzubauen und Recht und Ordnung wiederherzustellen. Und da haben sie dann eher Leute genommen, die sich nicht verdächtig machen, in der Partei gewesen zu sein. Und dann haben sie meinen Großvater genommen und haben gesagt, du wirst jetzt Polizist. Und, Okay. Und dann Ja. ist er Polizist geworden nach dem Krieg. Ja. Und das war er, bis er pensioniert worden ist. Mhm. Und mein Großvater war, als er pensioniert worden ist, der höchstrangige uniformierte Polizist in Nordrhein-Westfalen. So. Okay. Und der hat Geschichten erzählt und konnte Geschichten erzählen. Einige hat er nicht erzählt. Ja. Da war ich dann auch zu jung. Ja, verstehe ich. Aber ich habe meinen Großvater sehr geliebt, er mich auch. Also ein sehr harter Mann. Ja. Aber ein unglaublich emotionaler Mann auch. Ne? So, das war schön, war sehr, sehr schön. Und mein Großvater hat zu mir eine Sache gesagt, die es ist überhaupt kein Leitsatz, aber ich denke an ganz, ganz vielen Situationen, vor allen Dingen beruflichen Situationen. Ja. Da war ich 10 oder 11. Konnte überhaupt gar nicht richtig verstehen, was mein Großvater mir da gesagt hat. Und er hat gesagt, weißt du, Frankie, mein Junge, du musst bei allem da draußen immer an Folgendes denken. Es geht nur um eine einzige Sache. Wie kommt dein Geld in meine Tasche? Okay. So, und habe ich voll begriffen, was er mir da erzählt. Aber es macht immer mehr Sinn. Nur um nichts anderes geht es. Was kann ich tun, damit du mir für irgendwas Geld bezahlst? Und so funktioniert unsere Gesellschaft. Ja. Ein Großteil von unserer Gesellschaft. So, Ja. und wenn man das weiß, muss aufpassen, dass man da nicht zu zynisch wird. Also, aber es hilft, viele Sachen anzuschauen. So, wie sind wir da hingekommen? Also da bin ich. Ja, also wir haben von deinem Vater geredet, aber an die Kriegsjahre. Also ganz genau richtig. So. Und also da ist mein Vater dann aufgewachsen, etc. Und wie hat dein Vater geheißen? Giesbert. 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 Ja, Giesbert. Und keine Ahnung, warum der Name, wie auch immer, und zu der Zeit und sowas. Giesbert. Und Giesbert, ganz genau. Und und dann hat er eine Lehre als Industriekaufmann gemacht bei den Stahlwerken Südwestfalen. Wie gesagt, warum ich das weiß, ich habe keine Ahnung, also das weiß ich alles. Und hat dann bei den Stahlwerken Südwestfalen
wie gesagt, eine Lehre gemacht und die Lehre hat er in Nürnberg gemacht. Mhm. Nürnberg ist von da, wo er herkommt, 400 Kilometer entfernt. Und also Bundesland Bayern, das darf man keinem Nürnberger sagen, das ist Franken. Franken. Ja, das ist Frankenland. Mhm. Elmecht, das Frankenland. Und da hat er dann meine Mutter kennengelernt. Mhm. So, und dann ist meine Mutter dann haben die sich kennengelernt und dann ging das wohl auch alles relativ schnell. Ja. Und wie ich verstehe, war die Hochzeit auch relativ hektisch. Okay. So, und meine Eltern haben im April geheiratet und im Juli bin ich dann auf die Welt gekommen. Und da gibt es auch, also von meiner Taufe gibt es noch ein Bild, da steht meine Großmutter mütterlicherseits da und der siehst du an, dass sie zurückgerechnet hatte und damit überhaupt gar nicht zufrieden gewesen ist. Ui. Ja. Oh Gott. Ja, Ui. so. Obwohl ich in Ui, einer ui, ui. vollkommen unreligiösen Familie aufgewachsen bin. Ja. Ne? Also das ist so. Naja, und Ja. dann hat er eine, sagen wir, Karriere hingelegt in der Stahlindustrie und war dann bei, was jetzt ein Schweizer Unternehmen ist tatsächlich, Schmolz und Bickenbach. Ja. Und war dann bei Schmolz und Bickenbach, war dann lange in Düsseldorf bei Schmolz und Bickenbach und wurde dann versetzt nach Hamburg. Ja. Und war dort verantwortlich halt für Norddeutschland und den nordeuropäischen Bereich. Und das hat er da gemacht. Mhm. Ja. Und so sind wir auf Hamburg gekommen. in dem Fall. Und so sind wir dann nach Hamburg gekommen. Gott sei Dank, wie gesagt, sehr, sehr früh. Ja. Und dann bin ich in Ahrensburg groß geworden. Mhm. Eine sehr, sehr schöne Stadt, Ja. Kleinstadt. Kann ich auch jedem nur empfehlen, der mal in Hamburg ist, mal einen kleinen Abstecher zu machen, raus nach Schleswig-Holstein und so. Ja. In 30 Minuten mit der Bahn, zack, ist man da. Und das war eine sehr, sehr schöne Kindheit. So, es war herrlich. Und die Sturm- und Drangzeit sowieso. Das war großartig. Also weil wir viele waren und lustige waren in Ahrensburg, weil es in Ahrensburg auch eine ganz gute Partyszene gab und Kneipen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und weil wir Wälder und Seen und all das drumherum hatten. Die Ostsee ist eine Stunde entfernt, die Nordsee ist eine Stunde entfernt. Also wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Und wenn es Schön. uns in Ahrensburg zu eng geworden ist, sind wir eine halbe Stunde nach Hamburg gefahren. Ja. Und dann waren wir in Hamburg. Also das war alles sehr, sehr fein. Das hat Cool. Spaß gemacht. Ja. Ja. Oh, freut mich zu hören. Ja. Ich habe gerade so die Bilder von Wiesen, Wälder, Seen. Naja, wir haben da Dann- aber auch hauptsächlich Scheiß angestellt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Also wir haben die unmöglichsten Sachen gemacht. Wir haben Rückendeckung, beziehungsweise auch im Englischen würde man sagen Air Coverage gehabt, weil sehr, sehr viele ältere Brüder von Freunden von uns oder Väter Polizisten gewesen sind. Also wir haben einfach ganz, ganz viele, wir sind mit Sachen durchgekommen, mit denen man einfach nicht hätte durchkommen. Also wir haben keine bösartigen Sachen gemacht, Okay. es sei denn, es ist nötig gewesen. Aber wir haben einfach wahnsinnig viel Scheiß angestellt. Ne? Ja. Und und je älter wir wurden, desto größeren Scheiß haben wir angestellt. Herrlich. So Und- wie es sich gehört. Ja. Wie Das, Wie es sich gehört, ohne soziale Medien, ohne Handy, ohne Ja. Instagram, Genau. ohne nichts. Ja. genau. Also So wie ich auch aufgewachsen bin. also in den 80ern Ja. in einer Kleinstadt an der Stadtgrenze von Hamburg, Mhm. was man da eben alles so machen kann. Zum Und, Beispiel? das ist ein anderer Podcast. Jugendsünde. Das ist, also ich sehe da nichts als Sünde an. Ne? Also das ist, Mhm. nein, aber Schule Schule hat gestört und Wenn stört das nicht? genau, aber wir haben Dinge und es war einfach schön zum Beispiel. Also irgendwann waren wir motorisiert. Wir hatten also alle Töffli. genau, also Töffli und es war damals, also die Töffli, die man hatte in Ahrensburg, beziehungsweise in Hamburg, irgendwie meistens war das eine Vespa Ciao oder Piaggio Ciao. Ja. Und, oder eine Boxer.
Und dann ging es weiter, gab es dann halt die 80er. Das waren also Kleinkrafträder mit 80 Kubik und die durften 80 Stundenkilometer fahren. Die fuhren dann natürlich Okay. irgendwann schneller, weil wir Ja, da so. 120. Und weil wir uns auch eindringlich beschäftigt haben. Und wir waren mobil, wir haben alles gemacht. Also wir sind teilweise im Sommer sind wir aus der Schule direkt an die Seen gefahren, haben im Wald gepennt und sind morgens dann wieder in die Schule gefahren ab und zu. Und am Wochenende sind wir alle nicht alle zusammen, aber du hast überall Leute getroffen, nach Timmendorf gefahren, Timmendorfer Strand an der Ostsee und haben am Strand gepennt und das ganze Wochenende da gewesen. Ja. Und also einfach enorm, enorm frei gewesen, das Leben. Und das hat uns allen sehr, schön. sehr, sehr, sehr gut getan. Ja, voll schön. Und ich habe zu kaum noch Leuten, ist das richtig? Nee, wirklich zu kaum noch Leuten Kontakt. Aus dieser Zeit. Genau, ganz sporadisch nur noch. Ja. Aber es ist schon, weißt du, jetzt, wenn ich, und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen Sorgen macht, wie unsere Kinder aufwachsen oder die jetzigen kleinen Kinder. Weil, wenn ich zurückdenke, ich glaube, du bist sogar noch freier gewesen, wie ich war. Ich finde das so eine schöne Vorstellung. Und das ist ja das, was ich jetzt ein Stück weit habe mit meiner Reiserei. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist so eine... Ach, ich finde das eine überschöne Vorstellung. Schnappst du dein Moped, eben, du hast quasi den blöden Dienst, den du noch machen musst, a.k.a. Schule oder a.k.a. Schule. Und dann schnappst du deine Freunde, schnappst du etwas zu trinken, vielleicht etwas zu essen. Das muss nicht, keine Ahnung was, fancy sein. Und du bist neben den See und hast eine gute Zeit. Und hast einfach eine gute Zeit. Geniessest die Sonne, gehst baden, liegst unter den Bäumen, schwätzisch, vielleicht hast du irgendwann einmal das Gespusi, dann hast du die spannenden Geschichten noch rundum, hast Lagerfeuerli, Scheiß, keine Ahnung, aber das ist so schön und das ist Leben und du hast ja kein Handy, du hast einfach nichts. Und niemand wusste, Natur. Also, ja. Aber ich frage mich, ob ich das als Vater heute, wenn meine Kinder älter sind, also die Kleinen älter sind, ich merke das ja bei meiner Ältesten, die jetzt 19 wird, dass ich da bin ich schon vorsichtiger ist vielleicht, aber das ist, ob ich der erlauben würde, was wir damals gemacht haben, das glaube ich eher nicht. Also pass auf. Man tut auch nicht die Eltern um Erlaubnis fragen, ob man das machen darf. Und die Eltern darum kommen geht auch es nicht nicht immer alles mit. Also du musst dir aber bitte Folgendes vorstellen. Also ich bin in einem sehr ländlichen Teil der Stadt Ahrensburg aufgewachsen. Ja. Und drumherum ist alles Wälder und Felder. Erdbeerfelder unter anderem, wo ich früher dann auch Geld verdient habe. Pro Erdbeerkorb 3,50 Mark. Wahnsinn. Eine brutale Arbeit. Und unter anderem hat Ahrensburg ganz, ganz viel Moor. Und Wälder und Moor und in dem Moor sind Kanäle und all das. Und im Sommer sind wir da durchgeschwommen. Sind wir also in die Moorteiche und Kanäle reingesprungen und geschwommen und haben dann auf einer Insel eine Hütte gebaut und all das. Voll geil. Und so geil. Ja. Da sind aber auch welche ersoffen. Jetzt nicht, ich war nicht dabei, aber ich kenne welche, die da ersoffen sind. Ja, aber das hast du heute auch im Freibad. Ja, also trotzdem. Aber wenn ich dann überlege, dann nach Hause gekommen und wenn es einen Anschiss gab, dann gab es einen Anschiss nur, weil die Klamotten so dreckig waren. Weil du die im Grunde genommen wegwerfen konntest. Ne? Also weil das Moorwasser und der ganze Torf und all das, weil das hat sich wieder rausgekriegt. Und wenn wir die also nicht irgendwie ausgezogen hatten oder so, und dann gab es einen Anschiss, aber nicht dafür, dass wir im Moor schwimmen waren. Ja. So, also das weiß ich nicht, ob ich das heute letztendlich so gut heißen würde, du warst im Moor schwimmen, was ist denn mit dir los? Ich glaube, man darf. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe eigentlich das Gefühl, man sieht heute Sachen viel zu eng. Vielleicht auch, weil man so ein bisschen gelernt hat, das kann natürlich auch. Ja, aber auch da. Ich meine, du kannst das deinen Töchtern mitteilen. Schau, ich habe die Lektion gelernt, das und das, dort und dort und da und da. Ja. Sie hören dir zu, sie nicken und denken, ja.
Und sie laufen selber rein. Ganz genau. Das ist so. Ist so. Also ich bin auch so gewesen. Die Weitergabe von Erfahrungen an die nachfolgenden Generationen, das ist ja das ist genau. vergebene Liebesmühe. Das ist so. Das ist definitiv so, ja. Ja. So. Ja. So, jetzt habe ich eine ganze Zeit lang geredet von meinem Schatz. Also du bist dann in die Gabi. Und dann bist du von der Gabi in die Forchwaldstraße. Genau. Und du bist in Walchwil zur Schule gegangen. Ja. Meine Frau ist deine Cousine. Genau. Also deine Mutter ist die jüngere Schwester des Vaters meiner Frau. Ja, genau. Genau. Damit das mal jeder weiß. Ja, genau. So. Und diese ganzen Familien, also das weiß ich schon, dass das so ist, ne? Aber es gibt ganz, ganz viele Familienzusammenhänge, ne, die ich immer noch lerne. Wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast. Also aber ich bin da aufgewachsen. Ja, meine Mutter ist ein Hürlimann. Ja. Dann haben wir aber auch noch die anderen Seiten und dann haben wir eben die ganz Taler Seite, also Lea, Rebi, das sind Taler Seiten und dann haben wir aber eben die Tannenseite auch noch. Ja. Und ich, Im Hof haben wir auch noch Hofer. Ja, Hofer ist dann aber über Claire von quasi von der Frau von Joe, oder? Vom Bruder von meiner Mutter. Würde ich aber auch mit dazu zählen wollen. Ja, natürlich, aber ich sage jetzt, es ist nicht meine und Direktverwandtschaft. Ja, genau. Biernat, ganz aber genau. es ist ja nicht meine Direktverwandtschaft. Aber ja, natürlich, das Hoffers sind auch noch. Nein, also es ist immens. Es ist immens. Also ich behaupte jetzt, ich kenne wahrscheinlich noch nicht all meine Verwandten. Ja. Oder ich bin mir nicht über alle bewusst. Ja. Okay. Ja. So, also dann bist du bist hier zur Schule gegangen. Ja. Du hast hier deine Primarschule gemacht. Du hast hier Oberstufe gemacht. Und dann hast du eine kaufmännische Lehre gemacht. Ja, genau. KV. Mit 15. Mit 15? Ja, ich glaube, ich habe noch 1 Jahr Kindergarten gemacht. Ja, weil ich wahrscheinlich einfach ein Wiffs war, frage mich nicht. Aber ich habe Schule nie ganz verstanden. Ich bin zwar immer easy gerne gegangen, weil ich irgendwann erlebt habe, wenn ich aufpasse in der Schule, dann muss ich daheim nicht mehr machen. Also ich habe Hausaufgaben... Das habe ich nie verstanden. Nein, ja, ich auch nicht. Also ich habe auch nicht verstanden, ich verstehe heute noch nicht, wieso dass warum muss man Hausaufgaben machen? Man hockt einen ganzen Tag in der Schule und dann muss ich heim und muss noch Hausaufgaben machen. Also schleift. Das ist für mich auch, I don't get it, wirklich nicht. Und irgendwann habe ich dann das erlebt, dass ich das dann eben nicht machen muss. Ich passe einfach auf in der Schule und ich mache mit. Habe dann aber auch in der Oberstufe so ein Strafbuch gegeben. Da hast du mit maximal 12 Strafeinträgen pro, keine Ahnung, Semester. Wahrscheinlich. Ich hatte natürlich immer 11 Strichli gehabt. Und nach 3 Strichli musste ich nachhocken. Entweder das Chemieräumchen aufräumen und putzen oder irgendwie im Werkraum unten irgendetwas putzen und aufräumen. Und immer stundenweise. Und dann hat sich das immer verdoppelt. Mit weiteren 3 Strichli. Und ich hatte natürlich einfach immer 11 Strichli gehabt. Und immer, hey, fuck it, wirklich. Dann bin ich halt einmal ansitzen und habe dann auch dort geschaut, dass ich irgendwo durch wieder kann. Irgendwie bin ich immer geschlafen. Das ist immer irgendwie gegangen. 12 hatte ich nie gehabt, weil ich wusste, wenn ich 12 Strichli habe, komme ich es befriedigend für mein Verhalten über. Und das habe ich nicht im Zeugnis. Es gab eine Benotung für Verhalten. Ja, natürlich. Oh. Ja, gut, ich habe ein paar Mal Glück gehabt. Das gab es bei uns, also das gab es bei uns nicht. Ja, also gab es eine Bemerkung, also das. Aha. Nein, du kommst. Ist bei mir auch nicht mehr ins Gewicht gefallen. Ja, das ist irgendwie gut, befriedigend und schlecht. Und wenn das befriedigend, das ist einfach nicht so cool, wenn es dann darum gegangen ist, zum Lehrstellen zu suchen. Anyway. Ach so, ja, gut, okay. Gott, da habe ich mir gar keine. Ich glaube, das hieß bei uns mündliche Mitarbeit. Hey, frag mich nicht. Also, ja. Ich bin, glaube ich bin eine gute Schülerin immer. Ich glaube, hätte ich ein bisschen mehr gemacht. Ja, do you get a call? Das ist irgendjemand. Okay. Ich muss ja immer gucken, ne, dass man es mit den Kindern so. Ja. Ich bin eine gute Schülerin gewesen, ich habe immer mitgemacht, aber ich habe auch immer eigentlich so ein bisschen gemacht, was ich wollte. Und hätte ich ein bisschen mehr gemacht, wäre ich wahrscheinlich... Hätte ich Hausaufgaben gemacht und auf Prüfungen gelernt, wäre ich wahrscheinlich an die Kante gekommen, aber ich habe meine Oberstufe eigentlich mit einem 5,3 abgeschlossen. Also. Das war okay. Genau. Und dann ist es darum gegangen, dass ich 15, relativ jung. Was machst du jetzt?
was machst du jetzt? Hey, und dann bin ich einmal, ich mag mich noch erinnern, bin ich eine Woche in den Operationssaal schnuppern im alten Kantonsspital. Weil ich hatte die Idee gehabt, dass ich technische Operationsassistentin werde und nachher Rettungsani machen und dann zu der Riga arbeiten. Das hätte ich auch sehr gerne gemacht. Das hört sich aber auch gut an. Ja, also es war total cool gewesen. Und ich meine, die Woche im Spital, das vergesse ich, also nein, im Operationssaal, das vergesse ich nie. Nie. Ja, das war eine ganz spannende Zeit gewesen. Und irgendwie war es dann aber so gewesen, dass ich die Fachmittelschule machen musste. Das heisst, ich musste nochmal eine Schule anhängen, wo ich logischerweise nichts verdient habe. Und hat dann nachher erst eigentlich mit 18 die Ausbildung zur technischen Operationsassistentin anfangen. Und das ist einfach nicht gegangen. Also ich kann nicht wählen und das wäre nicht möglich gewesen. Okay. Daheim aus. Ja. Genau. Ich habe dann auch relativ früh ausgezogen, also bin mit 17 daheim ausgezogen. Genau. Ja. Und habe mich dann... Mit 17 hatte ich schon gar kein Zuhause mehr. Aber egal. Das ist eine andere Story. Ja, wir haben so ein paar Sachen gemeinsam tun. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich dann eine Lehrstelle gefunden auf der Bank. Also... Tatsächlich auch Zuger Kantonalbank, oder? Nein, Raiffeisenbank. Raiffeisenbank. Genau. Ganz genau. Schön ist auch Zuger Kantonalbank, in welche Richtung? Ich zeige, glaube ich, ich zeige in Richtung Zug. Ja, genau. Genau, Raiffeisen müsste ich so vielleicht ein bisschen genau. eher zeigen. Ja. Alles gut. Ja. Hey, ja. Und dann habe ich die Lehre angefangen auf der Bank und bin dann eben mit 17 von daheim weg. Auf Immersee. Genau. Ja. Dort gerade eine Wohnung frei geworden ist. Ja. Außerkantonal. Außerkantonal, genau. Oh mein Gott, auf Schweiz. Ja. Ja, und sehr eine anstrengende Zeit gewesen für mich. Ja. Und bin dann von Immersee irgendwann mal auf Schweiz gezügelt. Auf Seewen. Da bin ich auch, das war irgendwie Anfangs 20 oder so. Und ich mag mich erinnern, mein erster Bruttolohn war irgendwie 4'100 Franken. Ich meine, da hast du Auszahlt irgendwie 3'600 Stutz oder so. Ja, mein Scheck konnte ich erst machen mit, was bin ich, 21, 22. Aber ich hatte gar kein Geld um mir das irgendwie Fahrstunden können leisten. Und habe dann irgendwann eben mit 22 meine Autoprüfung gemacht mit 20 Fahrstunden. Also ich bin heute noch sehr stolz drauf. 20 ist gut. Ich habe mehrere Führerscheine gemacht. Ich habe also für die 80er, und wir kommen übrigens nachher vielleicht einmal dazu, wo wir überall schon gewohnt haben. Ja. Ich habe für dieses 80er TÜV, ne, so 80er, die gibt es aber nicht mehr, weil das irgendwie von den Versicherungen her nicht mehr getragen wurde. Und gesagt, pass mal auf, irgendwie da passieren so viele Unfälle und also die werden so oft geklaut, die Mopeds, ganz genau. Laufen, ja. Und dafür musstest du einen Führerschein machen, den Führerschein 1b. Und das war aber ein ganz stinknormaler Führerschein. Und dann war angekreuzt, das war dieser große graue, den habe ich sogar noch, dieser große graue Lappen aus so einem ganz komischen Papier in Deutschland. Und da war dann angekreuzt Führerschein Klasse 1, Motorrad. Ja. Und hinten war ein amtlicher Stempel. Und dieser amtliche Stempel war halt irgendwelches Beamtendeutsch und der war verwaschen und da stand dann eben also berechtigt zum Führen eines Kraftrades bis 80 Kubik, bla bla bla, nach Paragraph sonst was. Und das war ganz praktisch, denn wenn wir dann in Urlaub gefahren sind, zum Beispiel nach Griechenland, dann wussten die Griechen nicht, was da hinten drauf steht. Und deshalb haben wir uns dann auf Rhodos irgendwelche Motorräder mieten können. Sehr geil. Ja, das war geil, das war total super. So. Und dann habe ich halt mit 18 mit 17 habe ich meinen Führerschein gemacht. Und also Prüfung abgelegt. Autoführerschein mit 11 Fahrstunden, das weiß ich auch noch. Und Motorradführerschein mit 2 Fahrstunden. Weil gut, da war dann schon letztendlich war dann schon alles da. Und das war meine Mutter hatte ihn damals bezahlt. Ja. Und aber sie hat gesagt, aber Motorrad machst du nicht. Da habe ich dann nichts gesagt. Nein, Mami, natürlich nicht. Dann habe ich dann trotzdem gemacht. Ja, also so war das. Ne? So. Also du hast in Walchwil gewohnt, du hast in Seewen gewohnt, du hast in Immensee gewohnt. Ja. Du hast in Zug gewohnt.
Ja, in Wil, ja, genau. In Wil hast du gewohnt, ganz genau. So, Ja. 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 In Wil ist ja Bar, wenn wir so Genau, wollen. ja. Hat Postleitzahl von Bar. Ja. 348, ja. Ja. Mhm. Und wo noch? Noch irgendwo? Nie nicht. Hier nicht? Also dann wieder da in Wachwil. Ja. Und ich bin aber schon, ich habe das mal zusammengezählt, bin jetzt doch schon 8 Mal gezügelt. Ja. Mhm. In meinen jungen Jahren. Mhm. Genau. Mhm. Wobei, Hanna hat heute gesagt, jetzt hat mich auch, das muss ich dir schnell erzählen, ich habe Tränen gelacht heute einmal mehr wieder am Hanna Mittag. ist eine meiner Töchter. Ja, Hanna ist der 4,5. Brüder. Wir haben es irgendwie davon gehabt, von jung und alt Mhm. am Mittag. Und dann, und dann nachher habe ich irgendwie so gesagt, ja, okay, also ihr sind, genau, die Hanna hat gesagt, wir sind junge Mädchen und ihr sind auch Mädchen. Und ich, okay, ja, also das Mami und ich. Und ich, ja, wir sind auch Mädchen, das ist so. Und ich so, ja, Hanna, und, also weißt, und dann habe ich so Tini gefragt, ich so, ja, hast du das Gefühl, ich bin alt? Und Tini, nein, voll nicht, du bist jung. Also deine Girls finden, ich bin noch jung, das beruhigt mich wirklich sehr. Und aus dem Nichts raus sagt Hanna so, ja, weisst du, Angie, du bist halt alt und klein. Ja, Wie wirklich. charmant. Ja, sie zauberhaft. ist geil. Oh. Ja, sie ist wirklich geil. Du bist Ja. alt und klein. Sie ist auch immer die mir sagt, ich habe nicht grosse Brüste, Ja, ich habe dicke Brüste. ja. Also Hanna findet meine Brüste dick, nicht gross, sie sind dick. Hier haben Sie es zuerst gehört. Das ist Radio Walchwil. Ja, genau. Genau, richtig. Wir sind echt, Ja. wir sind ehrlich, Ja. wir sind das wirklich wahre Leben. Ja. Genau. Angie, Ja. weißt du, bist alt und klein. Zauberhaft. So quasi, hey, du hast das grosse Losgezogen, aber du bist alt und klein. Ja. Mhm. Na, hervorragend. Und ich so dachte, okay. Ja, da werde ich heute Abend dann vielleicht mal nachfragen. Ja, Und nach alt und klein? nach alt und klein, ganz genau. Wie sie- So, aber es wird sie mir wahrscheinlich sowieso erzählen. Ja, Was, sowieso dass sie erzählen. gesagt hat, ich sage alt und klein. Ja, irgendwie Mhm. sowas. Ne? Mhm. Das wird sie. Aber sie haben mich heute auch gefragt, wie ich richtig heisse. Ja, Ja, und dann habe ich gesagt, ich heiße Angela. ja. Und dann hat sie gesagt, aber du bist für mich die Angie. Ja. Ja. Und ich gesagt, ja. Yes. Und auch. Sehr gut. Das war unsere Konversation am Mittag. Ja, Gut. Also pass auf, oder? 8-mal zügelt. Genau, Wir schwätzen schon wieder mega. genau, richtig. Das ist. Aber nochmal, es geht ja darum, dass man über uns so ein bisschen kennengelernt, uns so ein bisschen kennenlernt über das Gespräch, über Ja. das Rumgeplapper, was wir machen, so ein bisschen sieht, wer wir denn eigentlich sind, ein bisschen Ja. Hintergrundinformationen. Ja. Wir kommen dann gleich, warum wir denn eigentlich Radio Walchwil machen und dann Genau. ist das auch schon wieder vorbei. Ja. Und ich möchte auch noch einmal ganz eindeutig sagen, es besteht keinerlei Verpflichtung, Radio Walchwil zu hören. Es besteht keinerlei Verpflichtung, das auch von vorne bis hinten komplett durchzuhören. Ne? Also man kann sagen, nee, Nein. das höre ich mir jetzt wirklich nicht an. Was interessiert mich denn, dass er durchs Moor geschwommen ist, der Spinner? Mal, ich finde, das sind ja. so schöne Bilder. Ja, im- nein, das sind im Kopf. nein, das ist herrlich gewesen. Mhm. Also dann kommen wir dann gleich dazu. Warte mal, um da anzuschließen, wo habe ich denn? Ich habe in Kamenheren gewohnt. Ich habe in Ahrensburg gewohnt. In Ahrensburg habe ich an 2 Orten gewohnt, aber ich gehe jetzt das nicht durch. Ich habe in Hamburg gewohnt. Ja. Ich habe in Berlin gewohnt. Mhm. Ich habe in Freiburg im Breisgau gewohnt. Okay. Ich habe gewohnt in der Schweiz, in Mettmenstetten, Auch sehr schön. in Baar, Mhm. in Allenwinden, was ja Okay. zu Baar dazu Ja, gehört, hat die genau. gleiche Postleitzahl, das war auch Mhm. sehr schön. In Zug in der Stadt. Ja. Und jetzt seit 2020 in 2020? Ja, Was sind die 2020 Grenzen da noch gekommen? in Walchwil. Mhm. 5 Jahre sind wir jetzt 5 Jahre schon. hier. Ja. Wow. Also ich bin jetzt 5 Jahre hier. Rahel, Also ja. Rahel war ja schon. Also. Ja. Ja. Hey, das ist Ja, auch ja. schon 5 Jahre her. Ja. Ja, Ich genau. habe eure Wohnung in Zug geliebt. Das war ja Ja, das war sehr schön. der Brüller gewesen. Das war sehr schön. Aber Ja. da haben wir die Möglichkeit hier bekommen und besser geht es ja nicht. Aha, ja. Ja. Ich meine, absolut nicht kindertauglich in Zug. Also. Ja. Ach, naja, Gott, so würde ich das nicht sagen. Also da gibt es Nein, aber andere. die Wohnung, ja, aber die Wohnung. Nee, da bin ich Also- immer noch so ein ganz klein bisschen. Ich war ja früher mal Deutscher. Ja. Und ich habe das ja eben schon gemacht. Ich habe in Hamburg gewohnt, ich habe in Berlin gewohnt. So. Und wenn Ja. Rahel dann auch sagt, ja, da habe ich jetzt keine Lust hinzufahren, da ist dann auch immer so Stau oder das dauert so Mhm. lange, da denke ich mir immer, nein,
Nein. Es gibt hier keinen Stau. Natürlich gibt es irgendwo einen Stau, wenn ja. am Gotthard, Ja. aber Ja. von Walchwil nach Zug oder sonst wohin, es gibt hier keinen Stau. Nein, das ist, I agree. Ne? Das ist so. Das ist stinknormaler Verkehr in Hamburg auf bestimmten Achsen oder in Berlin auf bestimmten Achsen. Ja. So, das ist also. Nein, also weißt du, ich bin ja jetzt auch gerade von New York heimgekommen und Ja. ich bin in New York selber gefahren. Also wir haben ein Auto gehabt für 2 Tage, wo wir auch in den Hamptons sind. Also es ist Ist was anderes. what the actual fuck. Ja, Also, ja. Ja, nein, das ist was ganz anderes. So, pass auf. Genau. Und du hast dann eine berufliche Laufbahn XY hingelegt. Ich habe eine berufliche Laufbahn XY hingelegt aus Gründen A, B, C, weiß der Henker was. Ja. Und da haben uns viele Sachen gefallen oder eben auch nicht gefallen. Ja. Und das sind ganz, ganz andere Gespräche. Vielleicht irgendwie, wenn es unsere Zuhörer interessiert, können wir da auch nochmal drüber sprechen. Bitte gern in die Kommentare oder uns direkt ansprechen. Uns sprechen ja auch dann wirklich einige Leute an, die sagen, Mensch, klasse, weiter so oder was soll die Scheiße? Also auf Instagram nicht so. Da fände ich irgendwie noch cool, wenn man so ein bisschen mehr Traffic bekommt auch auf Instagram, weil es halt einfach eine Plattform ist, wo wir beide darüber mit euch kommunizieren können. Aber ja, im Dorf, ja, voll. Also, ja. Und das ist schön. Das ist schön. Das ist also mega lässig, zu hören, also dass es gehört wird und dass es auch gewertschätzt wird, was wir denn da eigentlich tun, obwohl wir gar nicht genau wissen, was wir denn eigentlich tun. Denn was wir warte mal. Wir haben ja keinerlei, nein, ich möchte das neu formulieren. Wir haben keine formulierten Sendeauftrag oder keinen Bedeutungsanspruch. Ja. Du vielleicht ein bisschen mehr noch als ich. Ich möchte gute Gespräche führen. Ja, das möchte ich auch. Und das ist das, was wir machen. Wo wir uns beide irgendwann, nachdem wir uns über unsere berufliche Laufbahn aufgeregt haben, mal gesagt haben, man müsste mal. Genau. Und wenn ich könnte, wie ich wollte. Genau. Und dann haben wir gesagt, naja, also wir leben in einem Dorf mit knapp 3.900 Einwohnern in der Zentralschweiz mit knapp 70 Nationalitäten. Ganz, ganz viele Menschen, die hier leben, die eine Lebensgeschichte haben, die spannend ist. Und wir häufig überhaupt gar nicht wissen, was kommt denn jetzt eigentlich auf uns zu. Ja. Und wir versuchen hier diese guten Gespräche zu führen. Ja, ich finde auch, ja, es ist irgendwie, aber ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat etwas erlebt, wo andere nicht erleben. Wendepunkte. Meistens sind es dann so ein bisschen die schicksalshaften Geschichten, die einem bleiben und die einem formen als Mensch. Und irgendwie eben zu wissen, dass jeder Mensch eine spannende Geschichte hat zum Teilen, das ist einfach, ich finde das so cool. Und ich wünsche mir, dass wenn Menschen unsere Gespräche hören, dass sie für sich etwas herausziehen können. Sei es eine Inspiration, um etwas zu ändern, sei es, da fühle ich jetzt mit, ich fühle mich verbunden. Oder ja, einfach so ein bisschen das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen mehr verstärken vielleicht auch. Manchmal ist es auch einfach der Gewunder. Ja. Schau, da hast du, wie ich gesagt habe, du hast da mehr und Bewusstseinsauftrag, als ich es habe. Also ich gehe rein und sage, hey, lass mal reden, lass mal gucken, was dabei rauskommt und lass mal schauen, was ist. Und wenn es was zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken gibt, ey, das ist total super, das ist das ist absolut klasse und da ist viel Bewegendes dabei. Schicksal kann ja, ist natürlich negativ konnotiert, aber kann ja auch ein großartiges Schicksal sein. So, ja. Aber einfach eine gute Zeit. Wir versuchen mit interessanten Leuten eine gute Zeit zu haben, gute Gespräche zu führen und das ist das, was mich dabei antreibt. Ja. Weil ich höre gern Geschichten, ich erzähle gern Geschichten. Ja, aber said 100 times already, du hast die perfekte Stimme für so Zeug. Das ist... Die Stimme ist ja aber
nur ein kleines Element, ein Werkzeug. Also ich mag es wirklich tatsächlich, Geschichten zu hören und Geschichten zu erzählen. Ja, aber das merkt man auch. Wenn ich so zurückdenke, ist das eigentlich auch das, womit ich Geld verdient habe, die letzten 40 Jahre. Ich habe einfach nur Geschichten erzählt. Genau, also und gehofft, dass die Geschichten relevant und glaubwürdig und nützlich sind. Ne? Aber das waren sie dann auch meistens. Aber das finde ich so spannend eben. So, und dann bin ich natürlich auch noch, ich habe einen Fetisch. Nein, ich habe mehrere Fetische. Also unter anderem ist ein Fetisch dieser ganze Krempel hier. Also Audio- und Video-Equipment und Fotografie, das ist großartig. Und ich fummel ja zwischendurch auch immer noch mal wieder rum. Und ab und zu muss ich dann noch mal gucken, es läuft immer noch. Ich freue mich immer so, wenn das so funktioniert. Und ich freue mich darüber, dass man mit so etwas, dass wir theoretisch ganz Waldwil erreichen können, das muss man sich mal vorstellen, dass wir aber auch über Gemeindegrenzen hinaus senden können, Kantonsgrenzen hinaus, Ländergrenzen hinaus. Ne? Also das ich begleite das gesamte Thema Podcasting. Das ist das am Ende des Tages, was wir hier machen, was ja übrigens eine Erfindung, der Name ist von Apple. Podcast? Ich komme auch gleich dazu, warum, meinem langjährigen Arbeitgeber. Ich begleite das gesamte Thema seit 2003 und weil Apple dann irgendwann damit rausgekommen ist. Also es ist nichts anderes, als basiert technologisch. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden interessiert, also warum das Podcast heißt und was da technologisch dahinter ist. Das ist ein sogenannter RSS-Feed. Das ist also am Ende des Tages, guckt ein Programm, zum Beispiel ein Browser oder aber eine Podcast-App, guckt auf einen Link und schaut, ist da was Neues. Nichts anderes. Also, und das ist Podcasting. Und ich zeige euch mal, wo das herkommt. Ich stehe mal ganz kurz auf. Also, was willst du zeigen? Aha. iPod. Oh. Also, das sind iPods. Die Älteren von uns werden sich erinnern. Ja, ich weiss noch, wann ich meinen ersten MP3-Player bekommen habe. Ganz genau. Ne? Das hier ist noch ein iPod. Das ist die zweite Generation der iPods gewesen. Der hat tatsächlich noch eine Festplatte drin, die sich ganz, ganz schnell dreht, also eine Spinning Disk. Und iPod und Broadcast gibt Podcast. So, das ist das Ganze. Und das hier war einer der letzten, der iPod Shuffle, so zum Dranklemmen. Ja, ganz, ganz interessant. Ja. Sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber, ganz genau. So, ich weiß nicht, wie viel Kapazität der hier hat. Im Prinzip ist das ja scheißegal. Der hat 49 Franken gekostet. So, und alle haben gesagt, 49 Franken, was soll denn das? Das hier ist der Eintritt gewesen ins Apple-Ökosystem. Das war einer der schlausten Moves von Apple je. Okay. Dann bist du da drin gewesen, hast auf einmal iTunes gehabt und eine Apple-ID gehabt und dann bist du hergegangen und hast gesagt, was machen die denn noch? Und dann hast geil. Hast du draufladen und wegnehmen. Genau, ja, und dann bist du aber und hast gesagt, Mensch, das funktioniert doch einigermaßen gut. Ne? So sieht's aus. Einerlei. Also Podcasting. Seit 2003 und deshalb habe ich sehr, sehr viel Nähe dazu, sowohl von der Produktion her als auch von der gesamten Industrie her, weil inzwischen ist es eine Industrie und insofern ich sehr nah da dran gewesen bin, habe ich immer gedacht, jetzt hat es aber auch wirklich jeder begriffen. Also natürlich haben wir in den letzten 2-3 Jahren eine unglaubliche Explosion an Menge gesehen, was Podcasts anbelangt. Also es sind auch hunderttausende Podcasts dazugekommen. Es sind riesengroße Verträge geschrieben worden. Also beispielsweise Joe Rogan ist ja einer der bekanntesten Podcaster. Und einerlei, ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, was ich nicht tue.
aber der dann von Spotify halt, was waren es, 380 Millionen US-Dollar bekommen hat für 5 Saisons. So, ne, so das sind Dimensionen, so diese riesengroßen Deals, die gibt es ganz, ganz selten nur noch, da hat es früher mehr gegeben, aber es gibt viele kleinere Deals und es gibt so sensationell gute Inhalte, so sensationell schöne Podcasts, so herrliche Ideen. Also mein Lieblings-Comedy-Podcast ist Never Not Funny mit Jimmy Pardo. Das ist großartig, die sich Gäste einladen und einfach dann zwischen 1,5 und 3 Stunden wahnsinnig intelligenten Käse erzählen. Und wo immer neue Sachen sind. Dann hast du Showgrößen wie Conan O'Brien, der dann wieder sein eigenes Podcast-Netzwerk hat, wo dann so Leute wie Rob Lowe beispielsweise sind, wo dann Sean Hayes, Will Arnett und Jason Bateman ihren Smartlist-Podcast machen und da sich auch Menschen einladen. Und das ist einfach wahnsinnig gute Unterhaltung. Ja. Wahnsinnig Aber wahnsinnig was nimmst du Unterhaltung. dir mit, wenn du einen guten Podcast hörst? Was ist für dich der Outtake? Ganz Benefit. häufig höre ich das oder schaust dann auch und dann kommt ein Stichwort, dann kommt ein Thema und ich sage, oh, und plötzlich bin ich in einem Kaninchenbau verschwunden, dann halte ich den Podcast an in einem Kaninchenbau und sage, warte mal, was war das eben? Aber eben, genau. Das ist das, was inspiriert, oder? Genau. Es ist inspirierend. Ja. Neue Sichtweisen dann letztendlich auch. Ja. Auch Menschen, wo ich sage, Gott, muss ich dem oder der jetzt echt zuhören? Das hast du überall. Das Und dann- bringt Menschsein so mit sich, ja. Und dann hörst du zu und dann kommt eine völlig neue Betrachtungsweise dabei heraus, die man ja nicht unbedingt für sich annehmen muss, aber ja gut, ich kann es nachvollziehen. So, und inzwischen gibt es auch ganz, ganz viel, also wenn jemand wie Conan O'Brien einen Podcast macht und Conan O'Brien lädt sich Shaquille O'Neal ein, dann ist, was übrigens eine sensationelle Folge ist, Conan O'Brien Needs a Friend mit Shaquille O'Neal, ist eine der Sternstunden der Mediengeschichte. Also unglaublich. Shaq, der nicht nur wahnsinnig witzig ist, sondern der Das ist Basketball. Genau, Basketball. Absolute Legende. Ich merke schon, wir müssen ganz, ganz vorne anfangen. Sondern ein so cleverer Mensch, so viel PS im Kopf hat und so ein Businessmann ist, Wahnsinn. Also toll, also ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, wenn Conan O'Brien das macht, dann ist das muss auch gut sein, aber dann ist das klar. Aber es gibt eben auch viele Formate, die aus Null kommen, und einfach eine Idee haben oder eine Idee und eine Chemie oder eben keine Idee und sich hinsetzen und sagen, lass mal reden. Unter anderem, ich bin auf den Titel so wahnsinnig neidisch. Ich hätte diesen Titel so gern. Es gibt einen Podcast, einen deutschen Podcast, der heißt Wir reden die Welt. Wir reden die Welt. Ja, wir reden die Welt. Und der Podcast ist, ich finde, der ist so lustig, der ist so gut, der hat deckt alles an Themen ab, was man sich nur vorstellen kann, und hat noch einen besonderen Sidekick. Es sind alles koreanischstämmige Deutsche. Okay. Und die dann eben aber auch reisen nach Korea und dann kommen sie auch in die Schweiz und all das und die reden einfach. Das sind gute Gespräche. Ja. Die reden. Also, aber eben, es sind auch normale Menschen, es sind nicht irgendwelche prominenten Nein, überhaupt gar nicht. Menschen. Aber erstmal, also die Normale Idee zu Menschen. haben, anzufangen, die Technologie, die es letztendlich ermöglicht, ne, also den Zugang überhaupt, dass man eine Qualität rein von der Produktion her hinbekommen kann, dass es auch Spaß macht. Und dann die Möglichkeit zu haben, das auch noch zu verteilen. Sagen, das setze ich jetzt um, ohne dass du irgendeinem Sendevertrag unterliegst. Ja. Dass also nicht irgendeine Sendeaufsicht um die Ecke kommt. Sie dürfen aber nicht Scheiße sagen vor 17 Uhr. Ja. Also Genau. großartig. Ja. Und
Und das macht mir wirklich Spaß. Auch Menschen kennenzulernen, Aspekte von Menschen kennenzulernen, die ich, wie ich dachte, kannte. Hey, ja, das ist für mich auch, das ist so ein Eye-Opener. Also jetzt lustigerweise, aber heute Morgen haben wir einen Gast da gehabt, den ich eigentlich schon länger kenne. Mhm. Wir haben das Gespräch in Englisch geführt und ich bin verblüfft gewesen, was ich heute wieder erfahren habe, on top zu dem, was ich schon weiss. Also es ist auch für mich, jedes Mal, wenn ich mit jemandem da sitze, es ist mindblowing. Und ich finde das so schön, ich finde das so etwas Schönes. Ja. Ich finde, das ist das, was ich liebe. Und es ist lustig, ich bin heute recht müde gewesen. Mhm. Wir haben 1,5 Stunden wieder aufgenommen. Ich bin müde gewesen. Aber nicht schlecht müde, sondern so, es war jetzt einfach wieder cool gewesen. Und es ist einfach wieder spannend gewesen, es war interessant gewesen, die Gespräche zu führen. Und das ist das, wo ich finde, nehme ich so viel mit für mich auch. Oder eben auch einfach die Lebensgeschichte. Wer bist du? Was hast du gemacht? Was hat dich beschäftigt? Ich merke jedes Mal, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, wie intensiv das ist. Mhm. Mhm. Wie du sagst, du warst dann hinterher müde. Ja, ich war auch danach müde, weil ich auch merke, dass das ist nicht nur einfach ein Geplänkel. Nein, es ist aktiv. Aktiv zulassen, aktiv Fragen stellen. Ja. Genau. Also ich lasse mich darauf dann ein. Und ich wusste jetzt zum Beispiel auch heute Morgen, keine Ahnung. Nein, das ist etwas, was ich liebe. Ich finde das so cool. Dann schleppe ich irgendwelche Leute an, die du nicht kennst. Ja. Sie kennen dich nicht, keiner stellt Fragen und ich denke, das ist für mich ein Naturschauspiel zum Zuschauen. Also dich heute Morgen sehen. Ja. Wie du bist wie ein kleiner Bub. Ja. Nein, weil gut, aber das war mit Sören, genau richtig. Love it. Nein, das war, was der alles dann erzählt. Aber das ist auch, das ist so ein auch wieder so eine ein Bezug, den ich dann habe. Das war Technologie und all das, wo ich sage, und ich sitze eigentlich da und denke, ja, nein, also wunderbar. Was ich mal gern versuchen möchte. Also wir machen das weiter und wir haben ganz, ganz viele Gäste in der Pipeline. Ja, aber weißt, eigentlich haben wir ja über uns schwätzen und wir haben jetzt eigentlich nicht über uns geschwätzt. Wir haben ganz, ganz viel. Wir haben eine Dreiviertelstunde über uns geredet. Schon? Ja, wir haben 45 Minuten über uns geredet und irgendwann ist ja auch mal gut. Okay. Ich muss nicht dauernd über mich reden. Ich kann das ja auf den Tod nicht leiden. Ich kann meine Geburtstage nicht leiden. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch nicht gerne Geburtstag. Ja. Ich aber es ist ja, und wie gesagt, es geht ja da auch nicht, natürlich ist es mal, und man kann uns ja auch Fragen stellen, das ist überhaupt kein Problem. Und es ist ja auch jeder herzlich eingeladen, hierher zu kommen und was zu erzählen. Irgendjemand, der ein Thema hat oder jemand, der kein Thema hat. Ne? Also wir kriegen da schon irgendwo ein Thema rausgezogen. Das ist überhaupt keine Sache. Aber es geht ja nicht um uns. Wir sind ja Gastgeber. Das ist so. Nein, aber weißt du, weil wir mehrfach angefragt worden sind. Ja. Aber wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge. Also wir wussten, wie viel Mal du umgezogen bist. Genau. Und dass du mit 15 aus der Schule gegangen bist, dass du einen Kindergarten übersprungen hast, weil du so ein wahnsinniger Überflieger gewesen bist. Nein, ich habe den Kindergarten nicht übersprungen. Einen Kindergarten übersprungen, also eine Klasse im Kindergarten übersprungen. Ich habe einfach nicht 2 Jahre müssen. Du musstest nicht 2, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist einfach... Boah, das Kind. Ja, nein, wirklich. Ne, genau. Es gibt ja übrigens wesentlich mehr hochbegabte oder Eltern von hochbegabten Kindern, als es hochbegabte Kinder gibt. Ne? Das ist ja auch noch ganz interessant. Aha. Ja. Und was ich mal gerne, also deshalb glaube ich, haben wir, aber nochmal, es kommen ja auch während der einzelnen Podcast-Folgen auch ganz, ganz viele Informationen über uns rüber. Ne? Das ist ja ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass zwischendurch... Ja, also insofern haben wir schon mal gemacht. Wir müssen das uns, Datenblatt ja jetzt überhaupt gar nicht rauf und runter lesen. Das ist ja alles wunderbar. Ne? Das ist ja sehr schön. Ja. Was ich gerne mal in unserem Podcast machen würde. Yes. Kochen mit dem Renato. Das sowieso. Bin ich ja dann auch gespannt. Das ist schön, wie wir ihm da auf dem Vita-Fest die Beine weggetreten haben und er überhaupt gar nicht anders konnte. Also wir. Wir machen das zusammen. Renato ist Koch. Ja. Wir haben über das Kochen gesprochen. Dann ist uns das eingefallen, dass wir das ja mal in einer Folge machen könnten. Und Renato blieb nichts anderes übrig. Genau. Ich mag mich nur an Meerfisch und Charlotte Royal erinnern. So. Genau.
Ich habe mal mit meiner ältesten Tochter, Lilly, da haben wir an einem verregneten Sonntag, oder es mag auch ein Samstag gewesen sein, haben wir auf dem Sofa gefläzt. Lilly war 8 und haben eine royale Hochzeit im Fernsehen geschaut. Ich weiß nicht, was für eine das gewesen ist. Was ist Prince William oder so? Nee. Lilly ist 2006er Jahrgang, also das war 2014 und William war vorher. Ich glaube, das war irgendwas Skandinavisches. Ja. Irgendwas in Dänemark oder Schweden die haben ja oder die sonst so. schönste Prinzessin Madeleine. Ja, die ist in Stockholm, die ist in Stockholm auch ist die hübsch. Auch bekannt gewesen. Ja, ein ganz hübscher Mensch. Also wir gucken das und fragt Lilly so, sag mal, die gibt's ja alle wirklich, ne? Das ist ja jetzt nicht ein Film. Ich sag genau, das ist kein Film, sondern die gibt es wirklich. Ja. So, und die ganzen und die ganzen gekrönten Häupter hat sie nicht gesagt, aber die ganzen Leute da, die Kronen haben, das sind alles Königinnen. Ich sage ja, und Könige. Und Prinzessin. Und es waren immer so Pausen. Also hat es bei ihr sehr die ganze Zeit. Ja. Wo wohnen die denn? Ja. Ich sage, naja Gott, wo die wohnen. Ne? Also die kommen ja irgendwie aus der ganzen Welt und dann wohnen die halt, sagen wir mal, die wohnen in einem Königspalast. Kann man sich sowas mal angucken? Ja, das können wir mal angucken, das ist ohne Frage so. Und dann habe ich eine Idee gehabt. Wir können ja zum Beispiel, das da ist die Königin von England. Der können wir ja mal schreiben. Und Lilly, wie, der können wir mal schreiben? Ja. Ich sage, ne, der können wir mal schreiben. Wir schreiben jetzt einen Brief. Na, dann haben wir uns hingesetzt und haben einen Brief geschrieben an Ihre Majestät, Königin Elisabeth II., Buckingham Palace. Dann sind wir ins Internet gegangen, ins Interweb, und haben die postalische Adresse vom Buckingham Palace rausgesucht und haben einen Brief geschrieben. Einen ganz kurzen Brief. Wir, Lilly 8, Frank, was war ich, 2014, irgendwas. Genau, wir sind zwar keine Bürger des Commonwealth, aber trotzdem bla 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 so, ne? Mit herzlichen Grüßen. Und den haben wir dann abgeschickt. Und das hat dann gedauert und irgendwann sagte, die schreiben sowieso nicht zurück und das ist die Königin, warum soll die uns zurückschreiben? Und bums haben wir einen Brief vom Buckingham Palace mit dem Poststempel des Buckingham Palace. Und den habe ich noch. Also großartig. So, was ich mal gern versuchen würde, ist, welche berühmte Person kriegen wir in den Podcast? Nicht aus Reichweite, sondern aus Menschlichkeit. Was hast du für Geschichten zu erzählen? Welche berühmte Person kriegen wir in den Podcast und wer könnte das sein? Also Queen Elizabeth wird nichts mehr werden. Ja, aber genau. Also wen könnte man, also wirklich, wo ihr sagt, guck mal, das ist ja lustig. Also willst du, dass wir eine berühmte Persönlichkeit bei uns auf dem Stuhl sitzen? Ich habe das so als spinnerte Idee gehabt. Das ist für mich weder, ein Ziel ist es überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das wäre mal ganz lustig. Also zum Beispiel, aber um das mal zu sagen, also ich glaube, das ist ja auch immer eine Frage Berühmtheit oder nicht Berühmtheit. Ne? Ich habe dir mal einen Podcast geschickt, das war tatsächlich der Smartless Podcast mit Mark Maron. Und Mark Maron ist Schauspieler, ist Comedian und ist Podcaster der ersten Stunde. Der hat 16 Jahre lang seinen WTF-Podcast, What the Fuck, gemacht und hat sich einfach immer Leute eingeladen. So. Und das sind dann immer mehr und immer bekanntere Menschen gewesen. Es ist unter anderem dann auch Barack Obama gewesen. Und dann erzählt er auch die Geschichte, wie dann halt der Secret Service dann kam und sein ganzes Haus auf den Kopf gestellt hat. Ja. Und worüber die 2 Stunden lang geredet haben. Der hat 1600 Folgen gemacht. Ja. Ja, aber du willst jetzt nicht, also der US-amerikanische Präsident will ich jetzt nicht auf unserem Stuhl. Den aktuell nicht, nein. Aber insgesamt nicht, nein. Aber es geht nicht, also Mark Maron hätte ich gerne. Ich würde gerne, also jetzt nicht auf dem Stuhl hier vielleicht, ne, aber so, ich würde gerne mit Mark Maron sprechen. So, ne, also solche Leute. Oder Dave Grohl, kennt irgendjemand Dave Grohl? Ich würde gern mit Dave Grohl sprechen. Gitarrist von... Naja, also
Foo Fighters. Aha, Ja, auch Gitarrist, aber, ja, nee, aber nur Songwriter, Gitarrist, Schlagzeuger, einer der Ja. besten Schlagzeuger aller Zeiten. Und Fighters. genau, und Schlagzeuger von Nirvana. Mhm. Nirvana? Mhm. Mhm. Sagst du? Okay, Mhm. so. Ne? Also, Kurt Cobain. genau. Yes. Und also so, oder da hinten ist Henry Rollins oder Colin Kaepernick. Wahnsinnig gern mit Colin Kaepernick. Ne? Also das also Leute einfach, ne, die jetzt, wo man nicht sagt, sowas, oh Gott, ne, das ist so eine wahnsinnige Berühmtheit, aber einfach. Also, wäre ja cool, jemand aus der Schweiz. Ja, das wäre auch total super. Someone Ja. fame. Ja. Aber Ja. nicht zum Promoten von irgendwas. Nicht Nein, mein neuer einfach Film, meine neue Platte, Nein, einfach sondern Lebensgeschichte hören, ja? sondern, ja. genau, Einfach einfach. Lebensgeschichte hören. Ja. Und Also ich irgendwas- hätte am liebsten irgendeinen Musiker. Wenn Ein ich- Musiker aus der Schweiz. Wen hättest du denn als Musiker gern aus der Schweiz? Oder Hey. ich weiß, wen ich gerne hätte. Aha, aus der Schweiz? Ja. Die bist du ja auch hören. Ich hätte gern die Basement Saints. Ja, die bist du auch hören. So, ganz genau. Wir kommen da auch hin. Ne? Also sag Bescheid. Ich bin hier unten. So. Also, Ne? was ich immer cool gefunden habe als Kind oder als Teenie schon, das war der Florian Ast gewesen. Und der Florian Ast, weiß nicht, ob der das etwas sagt. Nein. Ja. Florian Ast hat sehr kontroverse Lieder geschrieben und gesungen für die damalige Zeit. Unter anderem «Ich will Sex», «Von morgen bis am Abend», «Mit den Farben und den Saben». Nein. Ich finde, er hat wirklich coole Mundartlieder geschrieben, zum Mitsingen. Und was mich an ihm immer so ein bisschen gereizt hat, er ist nicht... Ja, das ist eben auch nicht so nicht so ein Artiger. Ich bin gespannt, oder es würde mich wundern, ich nehme an, der Florian Ast, also das ist jetzt einfach mal meine Interpretation, denkt wahrscheinlich ähnlich über ein Schulsystem in seiner Jugendzeit. Ich glaube, er war ganz ein Wilder gewesen. Ich glaube, er hat ganz viel erlebt. Und ist dann eine kurze Zeit einmal mit der Francine Jordi zusammen gewesen. Francine Jordi ist Francine Jordi kennst du? Die kenne ich. Ja, Schlagersängerin, würde ich so sagen. Die hat doch mal einen ganz großen Hit gehabt. Das Feuer von der Sehnsucht das mit Feuer dem von der Sehnsucht, ganz genau, richtig. Wiesenberg, Ja, genau. daher kenne ich die. Oder, und hat dann mit dem Florian Ast zusammen Tränen aufgenommen. Das war auch ein riesiger Hit gewesen. Und Tränen in meinen Augen. Genau. Und ja, ihn fände ich irgendwie noch spannend. Ich weiß auch nicht, ich habe den immer ganz einen spannenden Mann gefunden. Ja. Einfach weil er auch nicht... Ja, ich glaube, der ist auch über die mal angeeckt. Ja. So. Ja, wir gucken nochmal, wen wir so erwischen. Ne? Oder im Sportbereich irgendwie. Sport. Wer hat gerne Sportbereich? Also jetzt aus der Schweiz oder? Mhm. Wir haben Fippi da gehabt. Das ist also viel höher geht's nicht. Ja. Na, das war eine. Ich fand den Giger Sammy fand ich schon toll. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Also jemand vom Schwingen, jemand vom Skifahren. Mhm. Also am liebsten Abfahrer, weil ich das überhaupt nicht begreife. Das sind genau. Das ist, ja, genau. So, Mhm. Und ich glaube, weil die auch lustig sind. Ne? Also ein Didier Küsch, ne? Also ich glaube, der ist lustig. Das war der Hammer, ja. Ja, der ist, Ja. also Ja. im Sportbereich gern irgendwas, aber weil das wirklich die Leistungssportler, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, in meinem Sportleben auch. Und Sport, den ich gemacht habe, wo ich wirklich gut war, das Ich ist kann gerade so sagen. Das ist ein anderer Planet. Rugby, das ist ja... Ich hab Oder keinen Football, Rugby- ich hab Football American gespielt. Football, ja. Ja, ist ein anderer Planet. Ja. Das macht man sich keine Vorstellung von, was das für Leistungsunterschiede sind vom körperlichen her und vom mentalen her. Mhm. Und deshalb, das finde ich so wahnsinnig Ja. interessant. Ja. Es gibt ein paar Lokalmatadoren, was ich dann spannend finde, die einfach zu holen. Also beispielsweise so jemanden wie Diego vom Talos Gym in Bar.
Ja. Sowas aus dem gleichen Beritt Janosch Niedlesbach. So, weißt du, also einfach sagen, pass mal auf, das hast du wirklich gemacht und das hast du auch semi-professionell gemacht und damit verdienst du auch noch dein Geld und sowas. Ja. Wie und wo und was. Also sowas finde ich spannend. Musikbereich, ja klar, sowieso Politik. Heute Abend haben wir ja vielleicht Politik, also es ist aus dem Gemeinderat. Ja, finde ich cool. Ja. Und finde ich sehr cool, weil, ja, nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Nein, das machen wir dann. Genau. Also wir haben ganz, Don't ganz say. viel in der Pipeline. Wenn jemand noch Ideen Ja. hat, ne? Also national, international, wir sind ja, nein, wirklich, wir sind ja der Podcast Radio Walchwil, Menschen und Geschichten aus Walchwil und der Nachbarschaft. Und die Nachbarschaft, das definieren wir ja sehr, sehr weitläufig. Okay. Ne? Das ist ja von Nachbarschaft kann Oberwil oder Art sein, aber das kann ja auch Hamburg oder Berlin oder New York sein. Ja. Das ist ja überhaupt, Total. es muss halt nur eine Verbindung zu Walchwil bestehen. Also ich fände es ja nur schon spannend, wenn dein Kollege mal kommt, der Synchronsprecher ist. Das fände ich ja auch toll. Mein lieber Sascha Dräger, ganz Ja. genau. Das ist einer meiner ältesten Freunde und Sascha ist also Synchronsprecher, Dialogregisseur und ist sehr erfolgreich, wenn man Kinder hat und da Hörspiele hört oder was im Fernsehen schaut, also von Feuerwehrmann Sam, also auf Deutsch, Feuerwehrmann Sam oder Yakari oder was auch Die immer. KKG, oder? Das ist noch ein anderes. Also dann hat Sascha die Regie geführt und auch gesprochen. Ja. Also ich höre Saschas Stimme mehrfach am Tag. Und dann ist er eine Originalstimme, also seit 1900, Sascha, sei mir nicht böse, 91, TKKG, also Detektivgeschichten, spricht er den Tim. Und das macht er bis heute. Sascha ist auch 67er Jahrgang. Ja, also es wäre total cool, wenn er mal käme. Also Sascha, Ja, also wenn du das hörst, please, ja, genau. come. Das muss ich übersetzen. Sascha, wenn du das hörst. Aber also über Zoom kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie hin. Ne? Das also er könnte ja mal das Wochenende hierher kommen. Das kann er auch mal machen. Das wäre auch schön. Ja, das könnte er auch mal tun. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Also spannende Geschichten, spannende internationale Geschichten. Das fände ich klasse. Ne? Also da geben wir richtig Druck. Der Frank wünscht sich einen Promi. Nein! Ich wusste nein, ich wünsche mir keinen Promi, weil es ein Promi ist, sondern ich wünsche mir irgendjemanden, wo ich sage, das ist aber echt, nochmal Colin Kaepernick, der da hinten an der Wand hängt. Nein, ich weiß, was du meinst. Jim Carrey. Jim Carrey, der da hinten hängt, nicht weil Jim Carrey ist, sondern weil Jim Carrey eine so unglaubliche Lebensgeschichte hat. Und weil das so ein sensationell guter Schauspieler ist und ein Mensch, der das, was man nach außen feststellt, so tolle Werte hat. Also insgesamt, ne? Also ohne, dass das jetzt zu spirituell und Nein, gut Menschen klingt. aber es geht Geiler nicht, Typ. Es geht überhaupt nicht um Spiritualität, sondern es geht um Geschichte. Genau. Eben, Sachen, und das ist das, was mich auch der Spitzensportler begeistert. Ja. Was die für Willen haben. Ich habe ja in Australien habe ich den Julian kennengelernt. Und ihn könnte ich auch mal fragen, er ist jetzt wieder in der Schweiz. Könnte ich mal machen. Der Julian ist kein Schweizer, aber er lebt in Lutherbrunnen. Und er ist einer der wenigen professionellen Basejumper, was es gibt. Also er unterrichtet das unter anderem. Und wir haben uns 3-mal getroffen. Und ich hatte einen Abend, wo wir wirklich stundenlang und einfach nur ich immer Fragen gestellt, weil es mich so brennend interessiert hat, wie man so etwas kann. Wie kann man Basejumping zu seinem Beruf machen? Ich finde das unfassbar. Das ist unvorstellbar
für mich, dass ich irgendwo auf einem Hügel stehe oder auf einer Brücke. Ja. Also er ist jetzt auch er hat irgendwie Einladungen bekommen von China, wo er auf China geflogen ist oder auf Japan, ich weiß gar nicht. Irgendwo Asien, wo er ab fahrenden Zügen hat müssen gumpen, wo so über Brücken fahren und so Sachen. Ja, und das hat mich auch total begeistert. Und eben so all die Spitzensportler, die haben irgendwo ein Gen. Oder also ich habe keine Ahnung, wie dem sagen. Aber ja. Es ist, mich interessiert, wie funktioniert so ein Gehirn? Oder funktioniert so, also jetzt nicht Basejumpen oder sonst was, sondern wie kommst du auf eine Idee? Wie wirst du so gut da drin? Ja, wie schaffst du es dahin? Und wie entwickelst du dich dann letztendlich auch weiter? Ein Typ, sowas finde ich auch, also technische Konstrukteure, Ingenieure. Finde ich wahnsinnig interessant. Und es gibt einen Typen, der ist Schwede, der hat eine Musikmaschine entwickelt. Und er ist jetzt, glaube ich, bei Version 3 dieser Musikmaschine. Wintergatan heißt das Ganze. Und zwar Wintergatan. Genau, Winterstraße. Okay. Und sieht man auf YouTube, also wie Winter und dann Gatan. Gatan. So. Und das ist eine Maschine, die mit Hilfe von Murmeln Musik macht. Und die hat er selbst konstruiert und gebaut. Die Idee musst du erstmal haben. Okay. Das ist, wie ich finde, wahnsinnig faszinierend. Wie kommt man da drauf? Also das tut nicht Musik abspielen, sondern das macht einfach Musik. Das macht Musik. Mit den Murmeln. Die Murmeln fallen auf Instrumente, teilweise selbstgebaute Instrumente, und lösen einen Ton oder einen Impuls aus. Ja. Und das ist im Grunde genommen, ist das wie diese kleinen, wie sagt man dem? Ja, mit der kleinen Kurbel, genau. Ja, die dann irgendwas spielen für Elise oder sowas spielen. Ja. Nur in riesig. Also ein ganzer Raum. Und jetzt ist er und nicht nur, dass er, also die Maschine selbst, sondern auch die kleinsten Bauteile. Und dann dokumentiert er den gesamten Konstruktionsprozess. Und jetzt ist er bei der dritten Maschine und jetzt mal 3D-Druck und all das. Faszinierend. Ja. Absolut faszinierend. Wie funktioniert so ein Kopf? Ja. Das finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie funktioniert das? So, und wen wir jetzt angeschrieben haben, und da bin ich gespannt, ob das klappt, das ist für mich zum Beispiel, also das meine ich mit Rennstube. Rennstube, genau, rennstube.ch. Ja, die haben nicht den gleichen da. Ja, aber gucken wir mal, vielleicht kommt da ja was. Sowas, also so eine Idee zu haben, das finde ich klasse. Das muss ich meinen Brüdern noch sagen. Ja, ich habe das auch schon weitergeleitet. Ja, muss ich meinen Brüdern auch noch sagen. Genau, also so interessante Geschichten, natürlich hauptsächlich aus Walchwil, aber dann auch die Verbindungen, die wir dann irgendwo anders haben. Also, wir drehen uns so ein ganz klein bisschen im Kreis. Ja, aber spannend im Kreis. Ja, genau. Richtig. Ist ja immerhin Bewegung. Ja, so. Und wir wissen einfach so viel zu erzählen. Das ist eigentlich schon spannend. Ich meine, ist dir das mal aufgefallen? Immer wenn wir uns sehen. Dass wir dann spannende Sachen erzählen. Ja. Und in einer Tour. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Es hört nicht auf. Über alles. Wo ich übrigens, das stimmt, guck mal, ist schon wieder was. Was? Wir waren gestern, gar nicht wahr. Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag, ja. Wir waren am Sonntag, auf der, nein, ich will nicht lügen, war Rahel mit Eni und Hanna auf der Kooperationswanderung. Und ich bin hier geblieben, Nele hat noch gepennt. Und dann sind Nele und ich, sind wir hoch zum, was ist es, Wiese-Gschwendli? Wiese-Schwendi, so. Wiese-Schwendi, genau. Entschuldigung, Wiese-Schwendi hoch. Und dann haben wir da gegessen, weil sind dann da hingekommen und gegessen und so. Und dann es ist herrlich. Ne? Es ist ja auch eine Sensation da oben. Also vom Ausblick her. Ich habe mit Mechi lange gesprochen, Hürlimann, also Staffel-Mechi. Und habe ihm auch angedroht, dass wir demnächst vorbeikommen. Und dann habe ich mit Wendel
lange gesprochen. Ja. Und Wendel war gerade in Schleswig-Holstein, war gerade in... Er hat Sommerferien gemacht? Er hat Sommerferien in St. Peter-Ording gemacht, an der Nordsee. Ja. So. Und dann bin ich... guckt, wo die Töchter sind, vor allen Dingen die Kleine, nicht, dass sie in einen Misthaufen fällt. Und dann war ein Aushang da. Und das muss ich jetzt mal nachgucken. Ich fand das so eine Sensation. Wendel, da kannst du dich drauf verlassen, dass mindestens mal ich dann da bin. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht mit Angie. Aber pass auf. Und zwar ist, wo ist es? Bin Da ich ist es. gespannt. Ja. Am 20. September, 20 Uhr, 2025, also in diesem Jahr, ab 11 Uhr mit Festwirtschaft, das Alteisentreffen Wiesenschwendi. Entschuldigung. Alteisentreffen? Ja, ganz genau. Okay. So, pass auf, ich will euch das mal ganz kurz vorlesen. Also, was für eine Sensation ist das, was für eine herrliche Idee, ich mag sowas. Wir würden uns riesig freuen, wenn du mit deinem Traktor, Einachser, Schilter, Unimog oder sonstigem Schlepper den Weg ins Wiesenschwendi unter die Räder nimmst. Interessant wären auch Kleingeräte wie Motorsägen. Und dann kommen viele Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Was also denn? von Seilwinden über Waldtüffel, über Kübelmistzetter. Also alles, was irgendwo ein altes Gerät ist aus Eisen oder sonst was. Ja. Das ist großartig. Und das macht der Wendel? Ja. So gut. Genau. Wendel und Daniela machen das. Nein, ich bin am 20. September nicht Da bist du ja nicht da. Nein, aber sowas also, großartig. So, pass auf. Wieder auf Reise an den. Also, nur um zu beweisen, dass wir immer irgendwelche Themen haben, über die wir reden. Aha, ja. Weil auch irgendwie plopp dann irgendwie was wieder rauskommt. Also pass auf. Ja. Das ist jetzt auch mal eine Folge gewesen, nochmal, weil wir Fragen bekommen haben. Könnt ihr auch mal und wer seid ihr und überhaupt und warum macht ihr das und wie sieht das? Also so ein bisschen Hintergrund und all das. Das können wir sicherlich auch dann nochmal wiederholen. Vielleicht haben wir dann auch hier jemanden, der uns dann Fragen stellt und dann das kann ja auch sein. Können wir auch gerne mal machen. Meine zauberhafte Frau zum Beispiel. Ja. Das können wir uns mal anschauen. Aber ich würde sagen, jetzt 1,5 Stunden. Jetzt haben wir schon wieder 1,5. Es ist unfassbar. Ja. Und wir müssen es einfacher machen. Das müssen wir jetzt dann mal ab einer der nächsten Folgen machen, zu den einzelnen Themenblöcken jeweils hinzuspringen. Aber das Wie meinst du da in der Navigation. Aha. Ja. So. Wobei, ich finde auch das so sehr sympathisch. Das stört mich jetzt nicht. Staffelmechi hat das gesagt, dass er das sehr, sehr schön findet, weil wir ja kaum mit Effekt arbeiten, sondern wir haben 3 stationäre Kameras, wir haben 3 Mikrofone und dann ist nicht noch ein Schnitt hier und Visual Effekt da und ein Klinker da. Ja. Ich finde das auch sehr angenehm. Ist das so ein ganz klein bisschen, man kann sich dann konzentrieren auf die Inhalte. Ja, es geht dann halt auch einfach ums Wesentliche. Ja, das kann man tun. Ja. Und so machen wir doch mal weiter. Das macht eine Menge Spaß. Sehr, danke. Ja, ich habe neue Mikrofone bestellt. Was? So? Wow, Frank. Nein. Also für da jetzt, oder was? Man darf auch für draußen und überhaupt, wir haben jetzt auch das mobile Studio und das. Also wieso hast du jetzt schon wieder neue Mikrofone gekauft? Weil es neue Mikrofone. Das ist gefühlt jede Woche, wenn ich komme, hast du irgendetwas Neues. Nein, das ist das stimmt. Ja. Aber das ist richtig so, das ist gut und richtig. OMFG. Ja, es ist herrlich. Ja. Meine liebe Angie. Wir sehen uns heute Abend ja dann direkt nochmal. Ja, heute ist streng. Heute ist. Nö, finde ich gar nicht. Nein, Jetzt, ein kleines Mützchen muss ich jetzt vielleicht nehmen gleich. Ja, ich muss jetzt aber schnell einkaufen. Ja. Aber dann mach das. yes. Und bis heute Abend um 20 Uhr. Genau. Danke. Tschüss.